Leute, heute wird es nicht kuschelig. Das ist schon mal klar. Maikes Haustiere haben Stacheln und können stechen. Aber sie sind auch echt fleißig. Denn sie machen, wisst ihr es, diesen Honig hier. Maike ist Imkerin und richtig. Heute geht's um ihre Bienen und alles, was man rund um sie und ihren Honig wissen muss. Jeder liebt Honig. Daraus hat sich ein Beruf entwickelt. Mehr als 140.000 Imker und Imkerinnen gibt es in Deutschland mit insgesamt fast 1 Million Bienenvölkern. In so einem Bienenstock lebt ein Volk, das im Durchschnitt aus 30.000 Tieren besteht. Von den fleißigen Bienchen bekommen wir Honig, aber auch Wachs, aus dem sie ihre Waben bauen. Daraus können wir zum Beispiel Kerzen machen. Viel wichtiger ist aber, dass die Honigbienen zu den 3 wichtigsten Nutztieren in Deutschland zählen. Denn nur durch ihre Bestäubungsarbeit können Obst und Gemüse in der heutigen Menge geerntet werden. Los geht's! Hi! Hallo! Vielen Dank, dass du meinem Team und mir die Schutzanzüge geliehen hast. Sehr gerne. Ich habe schon gesehen, die sind alle verschieden hoch. Mal 2, mal 4. Hier sind's 3 Kisten. Warum? Das kann ich dir erklären. Der erste, ganz unten, der ist immer für die Arbeitsbienen, die Bienenkönigin und für die Drohnen, also die männlichen Bienen. In der zweiten Kiste, ja, dazwischen ist ein Gitter, da ist der Honigraum. Und in der dritten auch. Du kannst das abmachen. Entschuldigt, dass ich euch störe. Interessant. Interessant, ja. Schau mal, hier sind nur ein paar Bienen. Jetzt brauchst du Kraft zum Anheben. Ich hoffe, ich habe genug Sport gemacht. Okay, das ist schwer. Oh. Boah, echt schwer. Warum ist das so schwer? Die holen ja ununterbrochen Honig und befüllen die Rahmen. Soll ich dir einen zeigen? Ja, gern. Unbedingt. Was ist das? Das ist ein Meißel, mit dem kann man die Waben leichter rausholen. Kann man den nicht einfach so rausnehmen? Probier's doch mal. Unmöglich. Deshalb der. Du hebelst seitlich rein und kannst den Rahmen dann mit den Fingern greifen. Das sind so 2 Kilo. Ergibt ungefähr 4 Gläser Honig. Warum ist da ein Gitter? Die Arbeitsbienen können von unten nach oben durch, die Drohnen und die Königin nicht. Warum sollen die nicht hoch? Käme die Königin hoch, würde sie Babys in die Waben legen. Das wollen wir nicht. Nur Honig. Interessant. Die hier sind also nur für den Honig. Ja. Und der nicht. Nein. Klar getrennt. Der ja, der nein. Genau. Sag mal, warum haben wir denn jetzt diese Kisten runtergehoben? Als Imkerin muss ich natürlich immer kontrollieren. Was denn? Ja, ich muss schauen, ob alle gesund sind, ob die Königin da ist. Was wäre, wenn du nicht kontrollieren würdest? Dann würde der Bienenstock irgendwann aus allen Nähten platzen. Sie würden heimlich eine Weiselzelle bauen. Und dann gäbe es eine neue Königin. Weiselzelle. Das ist eine Zelle, in der eine Larve zur neuen Königin heranwächst.
Und die beiden Königinnen würden dann miteinander kämpfen, so wie Hirsche vielleicht? Wenn es 2 Königinnen gibt, ist es bei den Bienen meistens so, dass sich eine schon vorbereitet und ihr Gefolge zusammenruft. Sie nimmt dann 1/3 der Bienen aus dem Stock mit und fliegt in einem großen Schwarm davon. Dann suchen die Königin und dieser Arbeitsbienenschwarm ein neues Zuhause. Die macht sich dann mit 1/3 der Bienen aus dem Staub? Krass. In einem Kasten sind ja 20.000 bis 40.000 Bienen. Wow! Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 20.000 bis 40.000 Bienen? Ja. Das sind ja übertrieben viele. Das habe ich nicht erwartet. Ich hole jetzt den Smoker. Warum den Smoker? Mit dem Smoker puste ich hier drüber und wegen des Rauchs denken die Bienen, da ist Feuer und verschwinden schnell nach unten. Ah, Dann verteidigen sie sich nicht mehr und ich kann in Ruhe arbeiten. okay. Boah, sind das viele. Sag mal, mir fällt auf, dass da ein paar echt dicke dabei sind. Sind diese dicken männliche Bienen? Exakt. Also, die Arbeitsbienen sind die kleinsten. Deutlich größer sind die Drohnen und die Königin. Und die Königin sollten wir jetzt suchen. Hier ist sie nicht dabei. Hier ist die Königin. Da! Da ist die Königin, da ist sie! Ja, da. Ja, komm her, schau, da! Warum hat die Königin einen roten Punkt auf dem Rücken? Der rote Punkt auf der Königin bedeutet, dass sie letztes Jahr geboren wurde. Das heißt, sie ist 1 Jahr alt. Die Reihenfolge geht immer so. Weiß, gelb, rot, grün. Dieses Jahr jetzt ist grün. Nächstes Jahr kommt dann blau und so weiter. Die Königin lebt nur 5 Jahre. Durch den roten Punkt weiß ich, sie ist 1 Jahr alt. Wofür braucht man die Königin? Was macht die? Die Königin legt jeden Tag 2000 Eier. Krass, 2000? Ja, 2000. Moment, das heißt jetzt 2000, morgen 2000, Ja. übermorgen 2000. Bei uns Menschen dauert es 9 Monate bis zur Geburt und bei den Bienen 2000 am Tag. Ganz genau. Bis zum Herbst, ungefähr Oktober. Dann machen sie Pause. So wie Winterschlaf. Ja. Winterschlaf, also. Schön. So viele. Ja, und einmal die Woche muss ich hier alles kontrollieren. Wow. Erster Rahmen, check. Zweiter Rahmen, check. Hier, schau. Da, schnell, komm her, guck, eine Geburt, eine Geburt. So süß. Die ist noch ganz tapsig und noch kleiner als die anderen, Ja, oder? wenn sie frisch geschlüpft sind.
Hallo, herzlich willkommen auf dieser Welt. So, jetzt sind wir fertig mit der Kontrolle. Alles ist gut. Und was jetzt? Jetzt möchte ich das Honigschleudern für morgen vorbereiten. Ah, da will ich auch unbedingt dabei sein. Klar, aber da sind so viele Bienen. Ja. Da brauchen wir den Bienenfluchtkasten. Was ist ein Bienenfluchtkasten? Ich hol ihn mal. Ja, zeig mal. Warte mal hier. Das ist er. Der wird aufgesetzt und dann flüchten die Bienen nach unten? Nach unten und nach draußen, aber sie kommen nicht wieder hoch. Verstehe, sie bleiben dann unten. Genau, da bleiben sie. Spannend. Sie sollen runter und da bleiben. Verstanden. Was ich mich aber auch gefragt habe, in diesem Stock lebt ein ganzes Volk. Junge Bienen, Arbeiterinnen, Drohnen, eine Königin. Da drüben ist ein anderes Volk und da noch eins. Und da. Sind das alle die gleichen Bienen? Nicht ganz, nein. Sie sind schon verschieden. Aber es gibt natürlich trotzdem Arbeiterinnen, Drohnen und die Königin. Das ist gleich, der Aufbau und wie sie auf die Welt kommen. Die Unterschiede und ob sie lieb sind oder ein bisschen aggressiv, das hängt von der Königin ab und wie die ist. Die hier sind ja ganz friedlich und ruhig. Das heißt, alle Bienen folgen ihrer Königin. Alle folgen der Königin. Sie bestimmt. Interessant. Ich bin gespannt, wie das mit dem Fluchtkasten funktioniert. Ja. Aber jetzt können wir mit der Honigernte doch schon anfangen. Nein, heute nicht. Warum nicht? Na, die Bienen krabbeln jetzt über Nacht nach unten, werden also oben weniger. Dann ist es morgen leichter, sie von den Waben zu bekommen und sie dann mitzunehmen. Ah. Dann habe ich auch weniger Stress. Um wie viel Uhr denn? 6 Uhr morgens. Och nee, so früh, da schlafe ich noch. Na, nix da, du musst mir helfen, das ist ja schwer. Dir helfen, okay, na gut, dann eben 6 Uhr. Aber zuerst zeige ich euch, wie fleißig Bienen sind. Schwer, hm? Puh. Moment, du bist noch nicht fertig. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Das hier sind 25 Kilo. Ja, Das kannst du mit den Pollen vergleichen, die die Bienen an den Beinen tragen. Mit dem schweren Gepäck fliegen sie. Sie holen das Futter für ihren Nachwuchs und während sie Nektar holen, bestäuben sie die Blüten. Das sollst du jetzt auch machen. Hiermit. Also, du schleppst ein Stück, bestäubst, gehst weiter, bestäubst und immer so weiter, wie die Bienen. Du bist eine Sammelbiene. das ist jetzt meine neue Arbeit. Puh. Hopp, hopp, schneller! Ich brauche ein bisschen Pause, das ist so anstrengend. Nee, du bist eine fleißige Sammelbiene. Die arbeiten von morgens bis abends und sind die ganze Zeit unterwegs. Sie fliegen 30 Mal vom Bienenstock aus und bestäuben dabei ungefähr 9000 Blüten. Echt? Ja, und du hast noch gar nichts gemacht im Vergleich. Auf geht's, weiterarbeiten. Da bekommt man Respekt vor den Bienen. Ich war jetzt bei 5 oder 10 und die Bienen schaffen 9000 Blüten? Anstrengend. Von morgens bis abends. Was soll's? Na, ist es dir jetzt klar geworden? Das ist die Aufgabe der Sammelbienen. Das machen die genauso. Boah, und das jeden Tag? Ja, jeden Tag. Anstrengend, ha? Echt unvorstellbar.
Ein Beispiel ist dieser Obstbaum hier. Schau dir den mal an. Für den ist das sehr wichtig, denn 80% seiner Blüten werden von den Honigbienen bestäubt. Die restlichen 20% von Wildbienen und anderen Insekten. Deshalb ist die Bestäubung so wichtig, damit es Obst gibt, wie Kirschen. Das verdanken wir den Bienen. Was würde passieren, wenn es keine Bienen mehr gäbe? Es würde einfach kein Obst mehr geben. Albert Einstein hat schon gesagt, ohne Bienen leben wir nur noch 4 Jahre. Eine wahre Geschichte. Im Bienenstock gibt es einen festen Arbeitsplan. Jede weibliche Biene durchläuft in ihrem Leben jeden Aufgabenbereich. Vom 1. bis 11. Lebenstag putzen die Jungbienen, wärmen und füttern die Brut. Vom 12. bis 18. Tag bauen sie die Waben. Vom 19. bis 21. Tag arbeiten sie als Wächterbiene. Und vom 22. bis 30. Lebenstag sind sie Sammelbienen. Zwischen ihrem 31. und 40. Lebenstag sterben sie. Wir reden die ganze Zeit über die Jobs der weiblichen Bienen. Was machen denn die Drohnen, die männlichen Bienen? Fast nichts. Was? Die Drohnen lassen sich sogar von den Arbeitsbienen füttern. Was, voll faul? Ja, faul. Und wenn aber die Königin ausfliegt zum Hochzeitsflug, dann kommen die Drohnen hinterher. Das sind dann wirklich viele. In 10 Metern Höhe versucht eine nach der anderen, die Königin zu befruchten. Und direkt danach stirbt die Drohne. Stirbt? Wer stirbt? Die Drohne? Genau, die männliche Biene fällt dann tot vom Himmel. Interessant, also die Drohne. Vielleicht sollten die Männchen lieber auch mal was im Haushalt mithelfen? Wie kommunizieren die vielen Bienen denn untereinander? Benutzen die Gebärdensprache oder sprechen die irgendwie miteinander? Nein, die Bienen machen den sogenannten Rundtanz. Das geht so. Und bedeutet, dass in einer Entfernung von ca. 100 Metern in einem bestimmten Winkel zur Sonne eine Blüte ist. Dadurch wissen alle anderen Bienen Bescheid und fliegen in diese Richtung. Als zweites gibt es den Schwänzeltanz. Der hat die Form einer 8. Und zusätzlich wackeln sie ganz doll mit ihrem Po. Damit zeigt sie, wo es die Pollen gibt, die an ihr kleben. Zum Beispiel Raps. Den Geruch erkennen die anderen Bienen und wissen dann, dass diese Pollen viel weiter als 100 Meter entfernt sind. Und dann fliegen sie gemeinsam los, um sie zu holen. Ich zeige dir am besten ein Video. Ja, gern. Ihr könnt auch mitschauen. Da konnte man sehen, dass sie miteinander kommunizieren. Das ist wirklich toll. So schlau. Ich freue mich schon echt auf die Honigernte morgen. Du bist ja Imkerin. Was magst du am liebsten? Die Ernte oder noch etwas ganz anderes? Für mich ist die Arbeit als Imkerin wie Yoga. Bienen-Yoga sozusagen. Dabei kann ich total abschalten. Ich denke an gar nichts. Außerdem mag ich es, durch meine Arbeit etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Und dass alle Menschen dadurch Nahrung haben. Honig liebe ich natürlich auch. Alles zusammen. Honig schmeckt aber auch echt gut. Ja. Deshalb freue ich mich auf morgen. Ja. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja. Es ist so früh, ich bin übelst müde. Du siehst auch müde aus. Tja, Aber schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. bekomme ich dann auch eine Belohnung? Na klar bekommst du die. Ein Honigbrot. Yes! Super. Ich freue mich. Jetzt bin ich auch nicht mehr müde. Los geht's. Holen wir die Waben mit dem Honig. Okay. Kommt mit.
Bitteschön. Zuerst noch die letzten Bienen abstreifen. Ich freue mich schon, wenn ich sehe, wie viel Arbeit die Bienen hatten, die ganzen Waben voll zu machen. Und bald können wir Honig essen. Vielen Dank für eure Arbeit. Ist das jetzt nicht gemein, wenn wir den Bienen ihren ganzen Honig wegnehmen? Nein, nein, keine Sorge. Im Spätsommer bekommen Sie von mir einen Sirup zu essen. Das ist ein super Ausgleich. Sehr gut gemacht. Danke, danke. Was ist denn am Honig so besonders für uns Menschen? Zuerst mal müssen wir den Bienen dankbar sein, dass sie so viele Blüten bestäubt und damit Honig hergestellt haben. Der Honig schmeckt uns Menschen nicht nur lecker, sondern enthält auch viele verschiedene Vitamine und ist sehr gesund. Genau, bei Erkältungen hilft Honig zum Beispiel super. Es ist ein Kreislauf. Die Bienen helfen uns und dafür sorgen wir Imkerinnen und Imker wieder für die Bienen. Das heißt, ohne Imkerinnen und Imker weniger Bienen. So ist es. Wir sorgen dafür, dass es viele Bienen gibt. Ah, jetzt verstehe ich. Weil wir Menschen den Honig so gern haben und viel davon kaufen, gibt es viele Imkerinnen und Imker, die viel für ihre Bienenvölker tun und immer mehr Bienenvölker haben. Also werden es auch immer mehr Bienen, die ganz viel bestäuben können, was gut für die Umwelt ist. Und am Ende können wir wieder den Honig essen. Stimmt's? Genau. Dann machen wir jetzt schneller. Ich habe Lust auf Honig. Ja, komm. Wie bei einem Doktor. Aber Maike sagt, die Haare dürfen nicht in den Honig fallen, deshalb brauche ich das Netz. Sieht bestimmt witzig aus, oder? Tada! Was denkt ihr so? So oder andersherum? Gut. An die Arbeit. Das ist für das Wachs. Das muss zuerst ab. Ich zeig's dir am besten, dann kannst du es dir besser vorstellen. Sonst weißt du nicht, was ich meine. Ja. So, siehst du hier? Bei dir sieht es genauso aus. Das ist alles voller Honig. Aber es so zu schleudern bringt nichts, weil die Waben noch verschlossen sind. Wir müssen sie erst öffnen. Und dafür brauchen wir das hier. Gut gemacht. Das war dein erstes Mal, ha? Ja, ich war unsicher, wann ich zu viel oder zu wenig wegkratze. Ach was. Was da drin ist, kann ich alles wiederverwenden. Jetzt stellen wir die Rahmen hier rein. Meiner. Das ist meiner. Ja.
Bei der Arbeit läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Magst du denn mal probieren? Probieren? Ja, nimm noch mehr. Ja, jetzt nimm mehr. Und rein. Kameramann, willst du auch? Du auch, Kameramann? Schmeckt süß. Mega. Was ist denn der Grund, weshalb manche Waben voll sind und in anderen ist wenig? Wenn anfangs die Sonne scheint, arbeiten die Bienen super fleißig und befüllen alles ganz schnell. Wenn dann mal ein Regentag ist, essen sie selbst was davon. Ach so. Dann wird es etwas weniger. Ich dachte, es wird einfach von oben nach unten weniger. Aber es liegt also am Regen. Es kann auch mal sein, wenn die Sonne durchwegs scheint, dass alles voll ist. Dann sind sie fleißig. Aber wenn es regnet, brauchen sie auch was zu essen. Das ist wie bei uns Menschen. Wir gehen ja auch an den Kühlschrank und bedienen uns, wenn wir nicht raus wollen. Jetzt ist alles voll. Wir können schleudern. Ja. Hier spritzt es raus. Fertig. Leicht, oder? Wo sind die jetzt leicht? Fertig. Lecker. Eine Biene lebt ungefähr 40 Tage. In dieser Zeit schafft sie es, in ihrem winzigen Magen einen halben Teelöffel Honig zu sammeln. Wenn du diese Leistung von ganz vielen Bienen addierst, kommst du auf eine Strecke von 3-mal um die Welt für 500 Gramm, also ein Glas Honig. Da bekomme ich Gänsehaut. Das heißt, Bienen arbeiten auch super als Team zusammen, fliegen unglaublich weit, holen irre viel, sind intelligent. Auch danke aber an dich und euch Imkerinnen und Imker für eure Arbeit und euren Beitrag hier. Und danke, dass du mir heute geholfen hast. Als Belohnung bekommst du jetzt ein Honigbrot. Oh ja, sehr gern. Dann schnell und tschüss. Lass uns essen gehen. Prost! 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 Danke! Sehr lecker. Ciao! Tschüss! Ciao!